Wenn der Konsument heute Produkt kriegt, da kriegt ein DAX viel Versprechen an Menschen hören, mehr gering, mehr nachhaltig, mehr reparabel, mehr langlebig. Mit die entschieden froh ist, stimmt das doch. Oder ist es eine Flotverpackung, eine Marketingformel, ein geringes Etikett ohne wirklichen Inhalt? Dieses Gesetzesprojekt soll Konsumenten schützen, Transparenz verbessern und unehrliche Konkurrenz bekämpfen. Reklamen, Gesundheit, Reklamen, Labeln oder Versprechen über Umwelt, Reparaturmöglichkeiten oder Lebensdauer von einem Produkt müssen halten, was sie behaupten. Es geht auch darum, dass Werkbegriffe wie auch gering, umweltfreundlich oder klimaneutral nicht mehr einfach dürfen als Verkaufsargument benutzt gehen, was sie nicht seriös belöscht sind. Aus Sicht von der ADR ist das der wichtige Punkt. Wir sind nicht dafür, die Leute zu moralisieren oder ihnen zu diktieren, was sie sollen kaufen. Wir sind dafür, dass der Konsument ehrlich informiert wird. Eine freie Entscheidung im Marché ist nämlich da wirklich frei, wenn die Information richtig, verständlich und vergleichbar ist. Richtig gestern hat mein Freund an einem Boutique heute in Lützeburg einen Blumendüppel gekauft, wo ein Etikett drauf war, 100% recycled, Plastic and Wind Energy. Und das ganz auf geringem Hintergrund. Ihr seht, mir hat für drüber geschwärzt, dann ist noch gering Blättchen, hat man dann weiter tut, heißt sie Erdbeeren drauf, dass er auch gering Hinter löscht. Sieht super aus. Als Konsument muss ich dem glauben können, was auf der Etikett steht und hoffen, dass das ganz kontrolliert wird. Oder ich muss die Informationen über das Label einfach und nachvollziehbar finden können. Sie wird direkt auf der Etikett mit einem QR-Code zum Beispiel oder im Internet auf der Seite von der respektiven Firma. Hier hat schon nur geguckt, fällt ihr noch direkt drauf, der nachhaltigste Partner für Blumentöpfe aus recyceltem Kunststoff. Wir produzieren nachhaltige, attraktive Blumentöpfe und Gartenprodukte zu einem wettbewerbsfähigen Preis, um so vielen Menschen wie möglich Zugang zu einem grüneren Leben zu ermöglichen. Voilà. Oder eben auch zum Beispiel auf den Internetseiten von unserer nationalen Verwaltung, wo man Informationen über verschiedene Labels finden können. Ob es schlussendlich wirklich so ist, ich weiß es nicht und ich kann es doch nicht um Dach von heute sagen, ob ich wirklich das kaufe und was drauf steht. Da wenn so mir also der auch ganz klar, ein Gesetz, das ein paar Bayer gut klingt, bringt nichts, wenn es nicht kontrolliert wird. Da wenn muss die Regierung dafür sorgen, dass die Autoritäten die nötigen Mittel und Kompetenzen haben, für das Regeln wirklich umzusetzen und zu kontrollieren. Sie wird, was neue Labeln oder die Informationspflicht betrifft oder die Möglichkeiten auf Reparaturen. Nicht mit planer Repression, sondern mit klarer Information, mit proportionierten Kontrollen und mit sicherer Reaktion da, wo bewusst getäuscht wird. Kritisch bleibt doch, und das auch schon nur geschwärzt gehen, dass die Umsetzung praktisch, proportionär oder verständlich für Betriebe muss sein. Klein- und Mittelbetriebe brauchen klar, praktisch und einfach applizierbare Regeln. Es darf nicht so sein, dass der gut gemeinte Konsumentenschutz an einem formulären Labyrinth für die Betriebe endet oder natürlich auch für den Konsument, wenn ich an Reparaturmöglichkeiten oder Garantien denken. Am großen Ganzen dreht dieses Projekt selbstverständlich mit, weil ein Recht vom Konsument stärkt, ohne an eine nationale Überreglementierung aufzurutschen, weil hier la Direktive, rien que la Direktive umgesetzt. Wir unterstützen Transparenz, wir unterstützen Ehrlichkeit am Handel, und wir unterstützen ein Marché, wo nicht die beste Marketing-Illusion gewinnt, sondern die beste, ehrlichste und nachhaltigste Offer. Ich sage nicht merci.